Hey, einen wunderschönen Nachmittag. Oder Cyril, jetzt ist er da. Und unscharf ist er auch. Obendrauf noch. Hey, hey, hey. Also, Voll. hören wir dich wenigstens. Immerhin hören wir dich. Hoi, Ich Cyril. hoffe es, ja. Hallo miteinander. Hoi Steffi. Hey, ich hoffe, es geht euch allen gut. Hoi, Parzival, Crazy Cat Lady, die Batz ist da und der Hoshi ist da. Hoshi, übrigens, einfach zu deiner Info, ich habe vorher gerade dein Giveaway auf die Post gebracht bei uns. Also, das sollte, wenn alles gut läuft, heute noch raus und morgen oder spätestens übermorgen bei dir, ja, auch eher übermorgen bei dir ankommen. Beziehungsweise bei beiden Gewinnern, aber du bist jetzt halt da. Genau. So cool. Ja, mega. Ich habe es ja auch gespielt am Freitag. Ich habe es ja ein bisschen gestreamt hier auf dem Channel von Brack.ch. Und Schön. Swissquell, eben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe vorher gerade euch zwei Gewinnerpäckchen, Giveaways in die interne Post gebracht. Brackt. Prakt. Ist gut, Ich brackt. finde, das Ich ist habe es ja, das brackt. ist ein Verb. Genau. Offizielles Verb. Ja, passt, oder? Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Merci vielmals fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Ich wünsche schon mal nochmal viel Spaß. Ja, und sonst so, genau, lieben Gruß an euch alle von Nico. Er hat leider wieder Probleme mit seinen Augen, die er leider die 2 letzten Wochen jetzt schon mal ein paar Mal hatte. Er ist jetzt auch noch mal beim Arzt. Dann haben wir natürlich unseren wunderbaren Cyril, der da einspringt. Ich springe, aber nicht ersetzen wie immer. Aber ich freue Niemals. mich natürlich mal Wir sind wieder alle da in der Runde. unersetzbar, Cyril. Aber das darfst du Viel schnell Spaß. nochmal sagen im Podcast. Gut, machen wir doch. Genau. Hey, eine Frage habe ich noch an euch alle, die uns grundsätzlich ein bisschen Wunder nimmt. Mhm. Wo ihr auch sehr gerne dürft hier im Chat ein bisschen diskutieren. Und zwar ist bei uns allgemein so ein bisschen die Frage aufgekommen, hey, was läuft im Moment mit Twitter? Beziehungsweise, was haltet ihr im Moment von Twitter? Seid ihr noch auf dieser, also seid ihr überhaupt auf dieser Plattform? Wenn ja, seid ihr noch auf der Plattform? Jetzt seid ihr mehr denn je, wo ihr findet so, ey, das ist so lustig, was dort passiert, darf ich mir nicht entgehen. Oder habt ihr eher euch ein bisschen distanziert? Das habe ich auch schon von sehr vielen mitbekommen. Sehr viele Leute haben sich distanziert von Twitter. Wie ist das bei euch so ein bisschen die allgemeine Gefühlslage, sage ich jetzt einmal? Das würde mich schon noch so interessieren, was ihr von Twitter im Moment haltet. Ja, also nicht nur uns, sondern tatsächlich nimmt die ganze Firma so ein bisschen Wunder, vor allem unsere Social-Media-Abteilung. Genau. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen schauen, so, ja, wie sieht es mit uns aus? Wo wir sind ja basically, also jetzt unsere Gaming-Abteilung vor allem, unsere Gaming-Bubble ist ja hauptsächlich auf Twitter. Jetzt müssen wir schauen, ob wir dort irgendwie vielleicht eine Alternative dazu finden. Mal Küchslen. Ich meine, Discord haben wir natürlich, dort dürft ihr auch sehr gerne eure Meinung reinschreiben. Wir haben schon heute Morgen ein bisschen gestartet im Chat. Diskussionen habe ich schon mal die Frage gestellt, eben, was so die allgemeine Gefühlslage ist Twitter gegenüber. Also dort darfst du sehr, sehr gerne mitdiskutieren, falls ihr es nicht im Chat wollt machen oder später. Genau. So etwas Kleines in eigener Sache, so. Aber wir werden es sicher näher im Podcast ja auch nochmal. So Yes. eigen ist es ja auch nicht, gell? Nein, aber. Könnten doch ein paar Leute wissen, die das Mhm. betrifft, viele. Ja, ja, doch. Mhm. Mal schauen, was da rauskommt bei dieser Umfrage. In dem Fall. Ja, bin echt auch gespannt. Und irgendwie ist es allgemein so ein bisschen weird, was dort abgeht. Das ist wirklich crazy. Hast du das so ein bisschen mitbekommen, Cyril? Ja, so am Rande, also immer halt in den Top News oder wo das Ganze ein bisschen mitbekommst, Mhm. ja, wo du schon ein bisschen musst, an den Kopf lenken zum Teil und dann aber auch dir halt die Frage stellst, so, ja, gut, soll ich es jetzt doch noch weiterhin bespielen, weil einfach die Leute trotzdem noch dort bleiben und Mhm. denen das eigentlich wurscht ist, oder ja, ähm, ist schwierig, oder? Es ist auch so ein bisschen ein politisches Ding und da trittst du halt Ja. schnell mal in ins Fettnäpfchen rein. Vor allem, wenn du halt so, ich sag mal, professionell unterwegs bist oder
Musst vielleicht Gut. schon ein bisschen abschätzen oder ein bisschen abwarten auch, ja. Apropos Politik, ich bin vorher, also wie heute, mal so ein bisschen auf Twitter gsi, mal wieder nach Ewigkeiten, muss ich wirklich zugeben. Ich nutze Twitter selber jetzt schon lange nicht mehr, schon vor der ganzen Twitter-Musk-Geschichte, aber jetzt habe ich wirklich gedacht, jetzt muss ich mal wieder schauen, was da so abgeht. Und dann bin ich prompt auf einen Tweet gekommen, also Hashtag Doppelmoral hat heute Morgen ein bisschen getrendet. Und Okay. es war wirklich sehr schön. Es ist nicht nur um Katar gegangen, tatsächlich, sondern auch um den G20-Gipfel, wo sie darüber geredet haben, also wirklich die höchsten Politiker der Welt, die darüber geredet haben, so wie wir den Fleisch- und Fischkonsum eindämmen. Und zum Mittag hat es bei ihnen Wagyu-Beef und Fisch gegeben. Also so viel zum Thema, ja, so viel zum Thema Doppelmoral. Ah, ja, das ist Ja, immer toll, es oder? ist sehr schön, was der da Ja. alles so abgeht. Aber ja, wir interessieren uns für das Thema Gaming. Darüber wollen wir auch reden. Aber bevor ich das mache, habe ich noch etwas Kleines für euch. Beziehungsweise vor allem für 10 Leute von euch sind wir natürlich wieder am Start mit einem kleinen Geschenkelein. So. Es ist in the processing. Es muss dann nur noch ausgeschüttet werden. Here you go. Voilà, bitteschön. Wow, so früh schon Weihnachtssteffi. Ja, wir machen das alle 2 Wochen im Fall. Hast du noch Fantastisch. nicht gemerkt? Oh, krass, schon gemerkt. Eben, Ich war gell? noch nie live dabei gewesen und da Geschenkli-Zeit ist. Ja, Geschenkezeit. Oh. Ja, ich meine, hey, Ende diese Woche, am 27. November, also der Sonntag, ist schon erst Advent. Hey. Musst du das mal reinziehen? Ja, ist viel zu früh, hey. Nein. Es ist crazy. Und überall hängen schon die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen, begleitet von so einem dumpfen Dröhnen, wo Diskussionen sind um die Hey, Energiepolitik und so. Stromsparen. Ja. Bist du schon in Weihnachtsstimmung, Cyril? Noch gar nicht, so wie ich es rausgehört. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir ein bisschen komisch geschaut, wo der Nachbar oben am Hügel schon seine Weihnachtsbeleuchtung, wo wirklich so epileptisch Oh, blinkt die ganze Zeit, shit. aufgehängt hat. Aha. Und nein, überhaupt nicht. Du schon, Steffi? Nein, tatsächlich auch noch nicht. Wir haben zwar am Wochenende ein bisschen South Park geschaut, unter anderem 2 Weihnachtsepisoden. Und dort bin ich schon so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung gekommen, das muss ich schon sagen. Also, vorher war ich null in Weihnachtsstimmung, habe mir sogar noch nicht vorstellen. Dann ist mir in den Sinn gekommen, Mhm. es ist immerhin doch schon Ende November wieder. Also der erste Advent ist wirklich basically um eine Ecke, das ist schon in ein paar Tagen. Und dann, nach diesen Weihnachtsepisoden von South Park bin ich schon so langsam so ein bisschen in die Laune gekommen, muss ich schon zugeben. Ich habe Weihnachten South sehr Park. gerne. South Park so mit die Weihnachtsmood reinkommen. Finde ich Ja, bei den interessant. Weihnachtsepisoden, weißt du? Okay, ja, ja. Why Weiß nicht, not? Chat. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung oder noch gar nicht? Also so richtig, richtig fühle ich es auch noch nicht. Aber sagen wir es so, ich freue mich sicher schon mal auf Weihnachten. Ich freue mich auf Weihnachten. Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten. Ich finde es toll. Ich liebe das mit diesen Beleuchtungen und den blinkenden Lichtchen ich finde es einfach super. Hoi Martin. Hey Martin, So. stellst du dann auch einen Weihnachtsbaum in die Wohnung rein? Tatsächlich nicht, nein. Nein. Tatsächlich nicht. Nein, Okay. Weihnachtsbaum habe ich keinen. Haben wir schon seit Jahren nie einen gehabt. Also, ich weiss nicht, ich glaube, das letzte Mal, als ich wirklich einen Weihnachtsbaum hatte, das war auch mit 18, 17, 18 gewesen. Also Oh nein, so ist so 13, lange her. 14 Jahre ist es mindestens schon her. 15 Jahre, ja. Okay. Ja. Seither haben wir nie mehr Ich finde das Weihnachtsbaum immer gehabt. so schön, wenn du ein bisschen kannst, schmücken und so. Nein, ich kann mir doch nicht einen Baum abhacken, dass er dann verbrennen kann. Nein, nein, das mache ich nicht. Wenn, dann würde ich so einen Du lebst recht unter der wiederverwertbaren. Terrasse. Ja, aber Ja, eben, das du, kann man du sicher brauchst ein sagen. paar Tage und dann schießt du ihn fort. Also, es ist so ein bisschen, für das, dass dann die Bäume alle wieder müssen nachwachsen über mehrere Jahre, ist es schon so ein bisschen sad irgendwie. Ich kann das nicht unterstützen. Ja, unter dem Aspekt schon, ja, das Eben, stimmt. gell. Eben, gell. So. Aber hey, ich würde meinen, Chat will heute nicht so mitreden. Das ist absolut okay. So Tage gibt es. Sie sind sicher alle am Arbeiten. Natürlich, die wollen einfach ein bisschen von uns bespaßt werden. Übers Ohr. Eben, gell. Das ist völlig okay. Bei mir kommt Weihnachten
nichts ran. Wie meinst du, Martin? Also, du hast nicht gerne Weihnachten, oder was? So, ich schalte mal schon mal unseren Timer ein, dass wir den Podcast aufnehmen sind. So, Ah ja, dabei. weil sie sich müssen arbeiten müssen. Gut, okay. Genau, keine Zeit Respektieren zum wir. Reden. Ach so, Wir sind natürlich ach auch so, kommt Menschen, nichts oder? dran. Ach so, also kein Weihnachtsschmuck, gar nicht. Oh ja, ja, das habe ich schon noch gern. Das ist so die einzige Zeit im Jahr, wo ich wirklich so ein bisschen Deko aufstelle. Da freue ich mich auch schon drauf. Hm. Aber yes, hey, ich würde vorschlagen, damit die anderen schön in ihrem Radio lauschen können, würden wir jetzt einfach mal mit dem Podcast starten. Und Klingt gut. ja, dann können die anderen ein bisschen im Lurk chillen. Perfekt. Also, dann würde ich sagen, ich mache dann heute das Intro. Ist das für dich okay, Cyril? Ich bin still. Und Bärchen. Noch schnell einen Schluck trinken, dann bin ich ready. Mhm. Es ist wieder soweit, meine Lieben. Die schönste Zeit vom Jahr nähert sich. Und natürlich reden wir von den Game of the Year Awards. Und ja, Weihnachten steht auch basically um eine Gamerin, ist schon der Sonntag, erste Advent. Aber um das geht es jetzt das mal nicht in der Episode Nummer 39, Entschuldigung, von Buffgrid laut, dem Gaming News Podcast von brack.ch, sondern wir haben natürlich Gaming News. Und das Mal habe ich auch wieder den tollen Cyril mit am Start, weil der Nico ja, leider nicht available ist. Hi Cyril. Hallo, hallo. Freut mich wieder dafür dabei zu sein, Steffi. Auch wenn ich eben den Nico nicht kann, ersetzen kann, aber zumindest einspringen. Nehmen wir es ganz einfach mal. Ja, Cyril, niemand ist ersetzbar. Du bist nicht ersetzbar, Nico ist nicht ersetzbar. Aber es ist immer wieder schön, dass du da bist. sehr gerne. Ich freue mich sehr, Steffi, mit dir heute das Ganze ein bisschen durchzugehen. Und ja, so heisse Themen, wie du jetzt gerade angeteasert hast, freue mich. Genau, wir haben nämlich wieder unsere 3 Kategorien am Start. Eine ist Buff, eine ist Crit und eine ist Loot. Im Buff habe ich eine kurze News zu Hogwarts Legacy. Wir haben ja letzte Episode schon sehr ursprünglich, sehr ausführlich darüber diskutiert und erzählt und gemacht und da. Aber es hat seither noch eine ganz kleine neue News gegeben, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben ein neues Survival-Spiel am Start, wo uns als Wikinger spielen lässt. Dazu erzählt euch der Cyril später noch mehr. Und wir haben eben, wie schon vorher angetönt, die Game Awards 2022, wo wir ein paar, ja, ich hätte es fast gerne gesagt, Überraschungen haben, aber tatsächlich sind es nicht wirklich Überraschungen. Und dann kommen wir auch schon gerade weiter zu Crit. Dort haben wir dann aber eine Überraschung, wo anders als bei den Game Awards können auch natürlich die Spieler und User und effektiv die Gamer zu Wort kommen. Und dort ja, ist eines der Favorite Games überhaupt von einem Game verdrängt worden, wo jetzt nicht ganz so obvious ist. Aber ja, auch dazu später mehr. Und leider auch im Crit müssen wir uns ja, einordnen, wenn es um das Thema Pokémon Karmesin und Purpur geht. Es ist nicht nur schlecht, aber ja, wir haben es angespielt am Freitag im Stream mit mir, mit dem Gaming-Stream. Und es hat halt schon so einzelne Sachen, die nicht ganz so geil sind. Aber das erfahren ihr dann schon noch. Und last but not least haben wir noch ein bisschen Loot. Und dann erfahren wir, wie der Cyril sein Stream Deck nicht zum Streamen benutzt, sondern für Dungeons and Dragons. Das könnte spannend werden. Also für mich zumindest, ja. Und für alle, die mal schauen wollen, was man sonst noch machen kann mit dem natürlich, ja. Absolut. Yes. Fangen wir gerade an mit dem ersten Buff-Thema. Wie schon gesagt, ganz ein kurzes Update nur zu Hogwarts Legacy. Wie schon gesagt, wir haben ja wirklich in der letzten Episode schon wahnsinnig ausführlich darüber diskutiert und über alle Neuerungen etc. Und ich möchte euch einfach noch ganz schnell nochmal ein kleines Update geben zu einem Punkt, wo jetzt recht heiß diskutiert wird momentan gerade. Und zwar ist bestätigt worden, dass es in Hogwarts Legacy verschiedene Enden wird geben. Und das ist ein Thema, wirklich ein Gaming-Feature, das ich persönlich immer sehr feiere und auch schätze und natürlich den Wiederspielwert von einem Game wahnsinnig in die Höhe treibt.
Und tatsächlich ist bestätigt worden, dass man ja mit den verschiedenen Charakteren, je nachdem, was man für eine Auswahlmöglichkeit bekommt, dass es eine Auswirkung kann haben, entweder auf den Charakter selber oder wirklich tatsächlich auf das ganze Game geschehen. Und also man hat teilweise wirklich einen Effekt auf gewisse Dinge, auf gewisse Geschichtsverläufe und so weiter. Und eben letzten Endes sogar auf das Ende vom Game. Finde ich mega nice, das wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Was haltest du von so Sachen, Cyril? So von, wenn du als Figur, als Spieler effektiv kannst ein Game beeinflussen, beziehungsweise das Ende von einem Game? Also, ich bin auch ein mega grosser Freund, davon, können den Geschichtsverlauf, von einem Game zu beeinflussen und, zu sehen, dass das, was ich mache, auch wirklich irgendwo, zum Tragen kommt entlang von der Story oder bei anderen NPCs, was auch immer. Ähm, Bei Enden bin ich ja immer ein bisschen kritisch. Also, einerseits ist es natürlich mega cool zum sehen, wie spielt sich's am Ende aus. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so: wenn es jetzt 50 verschiedene Enden hat, muss ich es 50 Mal auch durchgamen oder wie? Oder? Das ist so ein bisschen das Schwierige dann dran bei mir so, weil in der Regel spiele ich es einmal und dann habe ich es gesehen. Oder Ich ist das weiss bei es, du meinst dir vor allem bei anders? einem grösseren Spiel. Definitiv. Mhm. Aber ich denke auch nicht, dass es 50 verschiedene Enden wird haben. Ich gehe mal davon aus, es wird vielleicht 3, 4, maximal 5 verschiedene Enden haben. Vor allem eben bei so einem grossen Game wie Hogwarts Legacy wird sein, kann ich es durchaus nachvollziehen, was du meinst. Dort ist ja Ja, schon der Wiederspielwert eigentlich gegeben, je nachdem, in welchem Haus das du spielst, denke ich mal, wirst du mhm. sicher verschiedene Sachen können erleben. Ähm, Sicher, ja. aber eben auch, wenn es jetzt noch verschiedene Enden wird geben, ist natürlich ja, nochmal mehr Wiederspielwert, nochmal mehr geben. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe mal The Longing gespielt. The Longing ist ein ganz kleines, sehr spezielles Indie-Game. Und dort Okay. hat es auch mehrere Enden. Und das ist lange nicht bekannt gewesen. Und sie empfehlen dir aber effektiv, also am Schluss vom Game kannst du theoretisch neu starten, aber es steht wirklich dort schwarz auf weiß, beziehungsweise weiß auf schwarz, so hey, wir empfehlen dir nicht, das Game nochmal durchzuspielen, weil du dich ja so entschieden hast, wie du dich entschieden hast. Also im Sinne von, alles, was du machst, hat Konsequenzen, Ah. leb damit. habe ich, habe ich auch noch einen sehr Stimmt, spannenden ja. Ansatz gefunden, wo eigentlich will man doch als Game-Entwickler, dass sein Game wiedergespielt wird und nochmal und nochmal. Aber ich kann auch diesen Ansatz absolut nachvollziehen und habe es sehr interessant gefunden. Und das Game an sich kann ich übrigens wirklich sehr empfehlen. Es ist so ein bisschen ein entschleunigendes, sehr spezielles Game. Aber ja, wenn ihr Belonging gerne, hast ja, The Longing. Und wenn ihr, mhm. ja, wenn euch so ein bisschen kleine, außergewöhnliche Games interessieren, dann schaut unbedingt mal rein. Es ist schon so ein bisschen älter. Es ist ja, vor jetzt gleich 2 Jahren rausgekommen. Okay. Ja, das haltet sich ja noch im Rahmen innen, oder? Definitiv. Aber Mhm. ja, jetzt von einem alten, also älteren Spiel zu einem neueren Spiel. Du hast uns etwas mitgebracht, Cyril. Und zwar etwas Nordisches. Genau, ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, gerade mal ein bisschen mehr als, ja, 'n Jahr, 1,5 jetzt, seit Valheim rausgekommen ist. Und jetzt, bahnt sich schon am Horizont ein neues Spiel an, wo in die Richtung geht, nämlich Aska. Es sollte im 23 kommen, wann genau, weiß man nicht so, aber es startet jetzt am 24. November bereits schon in die Alpha und über den Discord-Server vom Entwickler kann man sich dort dann auch anmelden. Wer ist der Entwickler? Die heißen Sandsailor Studio. Ich weiß nicht, Steffi, hast du von denen schon mal gehört? Noch nie. Nein, keine Ahnung. Okay, ja, weil ich auch nicht, aber scheint haben sie ein mega gutes Indie-Game gemacht. Das nennt sich Black the Fall, wo 2016 auch Best Indie-Game 2016 war an der Gamescom. Wow. Offenbar. Ja, und noch ein paar andere Nominierungen und Preise eingesackt hat, aber seither hat man noch nichts mehr gehört davon. Ja, jetzt wissen wir wahrscheinlich warum. Sie waren am Arbeiten. Gewesen. Sie waren schwer am Arbeiten gewesen, genau, ja. Und, ich feiere es auch, dass man da nochmal so etwas bekommt wie ein Valheim, weil, ja, ich habe das auch zu Genüge gespielt gehabt, alleine mit Kollegen und, ja, man kann sich dort natürlich, ganze Wochenende drinnen vertun. Macht mega viel Spaß. Also auch das neue Spiel ist Aska, das heisst, Aska, dort kann man
wieder als Wikinger in der nordischen Mythologie umherstreifen. Man hat Survival-Komponenten, also man muss schauen, dass man ausgeschlafen ist, dass man zu essen hat, dass man Licht hat und so weiter. Ähm, aber was ganz interessant ist, es kommen noch ähm, zwei Facts dazu, zwei Spielmechaniken. Und das eine ist ein Wetter- und Jahreszeitensystem. Das lässt sich Hm. jetzt bei Valheim leider noch vermissen. Dort ändert das Wetter ein bisschen nach Region und es regnet vielleicht mal, aber das war es dann auch schon. Blitz und Donner natürlich noch. Ähm, aber hier tut man sich wirklich auch auf den Winter vorbereiten. Und der Winter der wird scheinbar mega hart. Man muss sich dort wirklich durchkämpfen. Es wird härtere Monster geben, die Wetterbedingungen werden immer krasser. Und dort schreibt es dann offenbar Survival auch ganz, ganz groß. Und ich freue mich auch riesig, riesig drauf. Ähm, ein Valheim mit besserer Grafik und noch ein bisschen mehr In-Depth Kampfsystem mit Jahreszeitenwechsel. I like it. Also Was ist es sagst du, auch Steffi? PvP in dem Fall? Es ist PvE, Mhm. also man tut zusammen wieder, alleine oder mit bis zu 4 Spielern insgesamt offenbar zusammen die Welt erkunden. Ist auch wieder prozedural generiert, wie das Valheim auch, sodass eigentlich kein Playthrough am anderen gleicht. Und man zusammen versucht, das Dörfli aufzubauen, halt eine Wirtschaft aufzubauen. Ähm, und zusammen erkunden. Es gibt dort dann auch Höhlen, wo man kann Blut farmen oder Ressourcen. Also auch ein bisschen mehr noch auf den Exploring Aspekt anspielt, als es Weilheim bis jetzt macht, wo man eigentlich ja, zwar schon auch Caves hat, aber man weiß schon fast ein bisschen, was man da drinnen kann erwarten. Ich bin gespannt, was sie mit dem Loot machen, weil eben der Fokus auch noch ein bisschen auf dem Kampfsystem liegt. Klingt irgendwie nach einer Du, mega interessanten Mischung. Also ich meine, die nordische mhm, Mythologie ist ja im Moment sowieso heiß im Kurs, ist gerade wegen God of War, absolut, ja. Ragnarök auch. Ist ja schon immer eher ein Thema gewesen, wo man in den Games immer wieder aufgegriffen hat, so ein bisschen der Norden. Mhm. Ich meine, sogar in WoW ist es drin, also das ist literally überall. Und Genau. Ja. ich denke, so Aspekte, so Game-Mechaniken wie Jahreszeiten, haben wir ja in der Strategie beziehungsweise eben in den Städtesimulatoren ja auch meistens. Also Aufbau, Städtesimulatoren hat man das ja auch. Wenn du erzählst, dass man sich auf einen harten Winter muss vorbereiten muss, erinnert es mich ein bisschen an Cyberpunk. Frostpunk meine ich natürlich. Ich weiß Mhm. nicht, ob du Ja, Frostpunk mal gespielt hast. Das ist ja auch der zweite kann ich, ja. Teil announced worden, vor längerem schon. Und ja auch gleich Genau, mal ja. rauskommen. Und es tönt so ein bisschen nach einer Mischung irgendwie. Also bei Frostpunk ist es halt einfach darum gegangen, dass du einfach in deinem Krater drinnen hockst und dort halt einfach deine Häuschen sozusagen musst, bauen, damit alle können, also durch den Herd beziehungsweise immer schlimmer werdenden Winter durchkommen. Weiss jetzt nicht, was es so ein bisschen an Valheim erinnert, das Aska. Ist der aber wirklich eher ein Open World, wo du einfach basically ein bisschen hergehen kannst, wo du möchtest und dort, was dir gefällt, dort baust du das Dorf aus? Oder weiss man da noch zu wenig drüber? Bedauerlicherweise weiss man da wirklich noch Ah, zu wenig drüber. schade. Also die ersten Bilder lassen ein bisschen darauf vermuten, dass man eben sich schon dort niederlassen kann, was einem gefällt. Und die Welt wird eben prozedural generiert. Also man kann natürlich so lange weiterlaufen, bis man ein schönes Fleckchen findet. Aber es bleibt noch offen, ob auch je weiter raus du gehst, desto schwieriger die Welt und die ganzen Encounters natürlich werden. Oder? Da müssen wir ein bisschen noch abwarten, aber ich denke, mit dem Alpha-Test am 24. November, Also schon ein paar ähm, Tage. genau, wird man da sicher ein paar Leaks sehen. Also, es sind ja zwar keine Leaks mehr, aber ein bisschen mehr erfahren über das Game und wie sich das Ganze wird anfühlen. Klingt auf jeden Hast Fall du das super Valheim spannend. gespielt, gehabt, Nein, Steffi? Valheim ist tatsächlich ein Game, das ich nie gespielt habe. Ich bin einfach grundsätzlich auch nicht so Survival-Fan. Das ist auch Okay, so ja. der Aspekt von Minecraft, der mich abgesehen von der Grafik immer am meisten abgeschreckt hat, muss ich zugeben. Okay, da bist du so ein Vanilla Minecraft Girl, bevor Äh, Survival kommt. ich habe ehrlich gesagt, Vanilla ich Vanilla. habe ehrlich gesagt Minecraft gar nie gespielt. Okay. Ich habe es mal Ja, ist probiert, ja nicht aber schlimm. ich habe auch den Baumodus gar nicht gefeiert, muss ich wirklich zugeben. Also Mhm. hat mir zu wenig Story gehabt. Nein, ich bin wirklich so ein Story-Game-Girl.
Der Creative Modus hat mir zu wenig Story gehabt. Ja, Ja, das ist schon also fair. nein, Was es ich bin angeht, ja. trotzdem gespannt, weil ich finde eben grad so Aspekte wie, eben Wetterbedingungen enorm interessant, was es für Auswirkungen kann haben, auf dein Gameplay, auf deine die Run. Was mich natürlich ich habe jetzt sehr viele Fragen. Also, ich weiss, du kannst mir die nicht beantworten, aber ich hoffe, dass die gleich beantwortet werden. Unter anderem würde es mich auch echt interessieren, eben, also, ist es wirklich spielst du eine Story durch oder Mhm. hast du so wie auch in einem Städtebausimulator immer wieder so du probierst mal probierst mal Try, wenn es nicht funktioniert, fährst von vorne an. Das würde mich sicher mal interessieren, wie es dort so gehandhabt wird. Ist es mehr so à la Civilization, weißt, Mhm. dass du also jetzt nicht rundenbasierte Runs hast, sondern halt einfach, ja, eben, du probierst es aufzubauen, irgendwann hast du gewonnen und du darfst dann von vorne anfangen. Oder hat es effektiv auch eine mega geile Story oder ist es Neverending oder was ist es? Das würde mich echt Mhm. interessieren. Ist es MMORPG, also ist es auch wie eher ein WoW in die Richtung oder ist es wirklich so, dass maximal 4 Personen so gleichzeitig oder also ist es wirklich auf einem Server? Dann nimmt es wirklich noch Wunder, eben, kannst du auch einen Nomad spielen zum Beispiel? Ist das auch möglich? Also, dass du nicht ein fixes Dorf dir aufbaust, sondern dass du sagst so: «Nein, ich werde ein Nomad. Ich lasse mich immer mal wieder für ein paar Tage neu nieder, um Ressourcen zu sammeln und wandere dann weiter.» Also, wenn ich das höre, dann kommt bei mir wirklich alles so, ja, die Fragen auf und ich bin echt gespannt, was wir da noch mehr erfahren von diesem Game. Weil es ist ja ein Ja. sehr ein kurzfristiges Announcement eigentlich, wenn du überlegst, wenn es 2023 rauskommt schon. Ja, ist extrem kurzfristig. Ja, wahrscheinlich haben sie es auch ein bisschen wollen zurückhalten, dass man sieht, ja, es ist wirklich schon eine Weile lang in Entwicklung und es ist schon einiges hat sich da und man hat vielleicht das nicht gerade wollen mit Valheim zusammenklepfen, wo Valheim rausgekommen ist, damit man noch sagt, ja gut, das ist ja einfach abgekupfert, oder? Also wenn man es Mhm. anschaut, ist natürlich der Vergleich nicht fern. Aber es sieht doch sehr, sehr viel besser aus. Erinnert vielleicht eher so ein bisschen New Worlds, Elder Scrolls vielleicht. Nicht ultra krasse Grafik, aber sehr gut. Nomad, ja, vielleicht wird es geben. Kommt ein bisschen darauf an, wie du dich dann auf den Winter vorbereitest, oder? Du kannst im Winter entfliehen, so vielleicht. Wer weiß? Ja, kannst im Gehst Sommer einfach, noch ein wanderst bisschen einfach in den Süden runter, bis auf Spanien. jagen. Richtig. Oder buddhist dich Machst du Winterferien. Hey, könnte alles sein. Ich hoffe, das wird es so, dass du dich dort vielleicht mal einfindest und dann nur in Spanien, in Asca, Weißt du, wie geil. dich niederlässt und ein bisschen Weißt du, wie geniessest. lustig. Ja, gut, das ist natürlich nicht der Sinn vom Game, I see. Aber es wäre sicher noch interessant. Ja, Ja, das mal wäre so das schauen. Gegenteil von Survival. Ja, es ist Es wirklich wäre das einfach ein Gegenteil. Wellness. So, run! Run. Run and Ja, stay. spannend. Ja. Mal schauen, was wir da alles noch werden erfahren. Die Wikinger Games sind am Boomen. Das sieht man nicht nur an den Announcement. Es ist ja letztens noch ein Städtesimulator im Wikinger-Style nicht announced worden, sondern ich habe den per Zufall auf Steam gefunden. Ähm, Northgard. Nein, nein, Nein. nein. Nein, nein, Northgard gibt es schon länger. Es ist wirklich ein neuer Titel. Ein neuer Ah, wie heißt er? Städtebausimulator. Manor Dingsbums. Ich kann das ehrlich gesagt grad nicht sagen. Wir haben es, in der vorletzten Episode ist es, glaube ich, wo wir über das chinesische Städteaufbauspiel «Ballads of Hong Ye» geredet haben. Dort, habe ich es angesprochen. Manor Lords. Nein, auch nicht. Ah, nein. Ich Okay, müsste gut. wirklich nachschauen. We'll see. Schaut selber Wir nach. googeln das dann ein anderes Mal. Gut. Genau. Nein, Ja. aber ja, wer weiß, vielleicht hat's ja Möglichkeiten, nächstes Jahr sich für Game of the Year zu qualifizieren oder zumindest für einen anderen Award. Vielleicht wird es so mega gut, aber du wirst uns erzählen, was das Jahr auf der Platte steht, oder, Absolut. Steffi? Genau, nämlich sind Game Awards 2022 praktisch vor der Tür am 6. Dezember. Am 6. Gott, jetzt steht's. Am 6. Dezember findet effektiv die Nominierung statt. Eben nicht. Am 6. Dezember werden Gewinner bekannt gegeben. Die Nominierten sind, glaube ich, vor
Also letzte Woche irgendwann, glaube ich, bekannt gegeben worden. In total 31 Kategorien. Also es sind wahnsinnig viele Kategorien. Aber dort dann ist auch drin, zum Beispiel das beste E-Sports-Team, der beste Creator, der beste, der beste Coach, das beste E-Sports-Event, die beste Gaming-Adaption, also Film oder Serie und so weiter. Ich habe jetzt mal nicht alle nicht grossartig rausgesucht, aber so ein bisschen die interessantesten bzw. die Games mit den am meisten Nominierungen. Und ja, du kannst dir oder eine andere schon mal Cyril Frage. Und ihr alle, Mhm. liebe Leute, ihr dürft das jetzt euch auch gerade mal nochmal durch den Kopf gehen. Welches ist euch Game of the Year? Wo würdet ihr sagen, das Game ist das geilste von diesem Jahr, das sollte gewinnen? Ich bin jetzt natürlich ein bisschen befangen, oder? Weil von denen, wo wir jetzt da ein bisschen durchgehen, habe ich genau 2 gespielt. Und von einem der Aber erste ja, Teil. jetzt nicht eins, das schon nominiert ist, sondern einfach dein Ja, persönliche Game of the Year. von diesem Jahr. Ja. Puh, good question. Ich bin mehr so einer, der Games nachzockt, weil sie schon so lange in der Steam-Bibliothek rumgammelt. Aber von diesem Jahr kann ich sicher bei Elden Ring mitreden. Und ja, ich glaube, das hat mich schon auch sehr geflasht gehabt am Anfang. Auch wenn Am zwischen Anfang. am Nein, nicht mehr, oder Anfang, ja, was? ich habe es nicht 1000 Stunden gespielt wie die meisten. Ja, ich bin dort durch einfach ein Weichei und bin eigentlich nicht weitergekommen. So, ich gebe es zu, Steffi. Skandalös. Nein, ist okay. Skandalös. Aber trotzdem hat es mich mega begeistert und ich bin sehr gespannt, was da noch lore-technisch und weltentechnisch alles auf uns wartet. Aber anyway, was ist dies, Steffi? Hast du einen klaren Favorit? Es ist wirklich sehr schwierig. Oder einen persönlichen einfach? Ja, ich habe ein paar Games, die ich wirklich genial finde. Ich muss zwar auch zugeben, das Game, das ich Mhm. dieses Jahr mit Abstand am meisten gespielt habe, ist ein älteres Game. Also von 2021 rausgekommen, eben Immortals Phoenix Rising. Es ist wirklich einfach fantastisch. Ich finde, das ist bis jetzt zum zweiten Mal durchspielen im Stream und es ist Mhm. einfach so toll. Wenn ich jetzt an das Jahr denke, ist es ein Mhm. bisschen für mich persönlich ein bisschen mager ausgefallen, was die neuen Games betrifft. Aber ich habe so im Kopf vor allem Stray. Ich als Indie-Game-Fan, Stray, Tunic ist fantastisch gewesen. Natürlich. Cult of the Mhm. Lamb. Alles so Games. Ich muss sagen, ich glaube, ich müsste auch meine Liste durchgehen. Ich habe wahrscheinlich die meisten Games schon wieder vergessen, die ich gespielt habe. Ich bin jetzt für mich, also jetzt auf meinem privaten Stream bin ich auch gerade Ori and the Will of the Wisps am streamen und das ist eben auch wieder ein älteres Game, aber auch das einfach fantastisch, grossartig. Und wenn ich so an die grösseren Games denke, die ich ja selber persönlich jetzt nicht gespielt habe, dann muss ich sagen, ist wahrscheinlich schon eben God of War Ragnarök, wo so sehr erwartet worden ist von allen und wo ja auch fantastische Kritik bekommen hat. Und ja, Elden Ring, wo natürlich Anfang des Jahres erschienen ist und nach wie vor alle hypen. Ja, also es ist nicht so einfach. Und vor allem, man vergisst ja auch immer wieder, dass es teilweise Games gibt, wo man nicht mal weiss, dass die existieren und trotzdem nominiert sind. So einen Fall hatte ich jetzt zum Beispiel gehabt, ein Game, das ist als Best, also wirklich als Game of the Year unter anderem. Nein, nicht als Game of the Year. Es ist eben nur in 2 Kategorien nominiert gewesen, darum habe ich es nicht aufgeschrieben. Immortals heisst es. Einfach nur Immortal. Immortal. Oder Immortal, glaube ich. Und nein, es ist nicht Diablo Immortals und es ist auch nicht Immortals Phoenix Rising, es ist nur Immortal. Das ist zweimal nominiert. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Kategorie. Interesting. Ja, das sagt mir auch überhaupt Ja, nicht. ich glaube, Das ist schon Most schwierig. Impact oder so ist es auf jeden Fall nominiert. Ja, macht es dann wahrscheinlich, jetzt, weil es nominiert worden ist und es vorher niemand kennt hat, offenbar. Oder Vielleicht, einfach ja. wir. Ja, Wobei, ja. also, ich habe mir ein paar Reviews durchgelesen und ein paar einfach gefunden, so, ich noch nie so ein geiles Spiel gespielt. Aber Wow, ja. interesting. Mhm. Das Aber habe ich ja, auch schon mal austesten. 31 Mhm. Kategorien, Leute. Und von diesen 31 Kategorien, wo man ja eben, wie gesagt, auch schon viele Personalities hat, beziehungsweise eben viel, was E-Sports ist, also es hat sicher etwa
8 Kategorien, wo ein Game gar nicht nominiert werden kann, weil es eben E-Sport oder Personality ist. Aber hey, das Game mit den meisten Nominierungen, und zwar 10 Nominierungen, ist God of War Ragnarök. Tatsächlich, ja. Das heisst natürlich schon sehr viel, oder? Heisst sehr viel, ja. Und ich habe das Gefühl, also das nächste Game mit 8 Nominierungen ist Elden Ring, also der gleich 2 Nominierungen weniger. Ich kann euch Mhm. schon schnell für ablesen. Ich habe mir alles natürlich schön aufgeschrieben, was es denn für Nominierungen sind bei God of War Ragnarök. Also wir haben Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Performance zweimal. Also sei es CGI oder Voice Actor Performance. Das ist God of War Ragnarök zweimal nominiert. Innovation in Accessibility, auch ganz eine immer wichtiger werdendere Kategorie. Best Action Adventure. Das sind die 10 Kategorien, also die 10 Nominierungen. Sie sind in 9 Kategorien nominiert. Mit der Doppelnominierung natürlich bei Best Performance ist es insgesamt 10 Nominierungen. Genau. Und Elden Ring hat abgesehen von der Best Performance exakt die gleiche Nominierung. Okay, also liegt es eigentlich nur an den Synchronsprecher, Ja. wo ja Elden Ring zwar auch ein Bari hat, aber es halt sich nicht so gut Hat kann halt kein zeigen wie. CGI. Okay, ja gut. Also wirklich, Liegt an dem. wirklich krass, die ganzen Nominierungen. Anschliessend haben wir gerade mit 7 Nominierungen Horizon Forbidden West. Und Mhm. dort haben wir auch Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Audio Design, Best Performance, Best Action Adventure. Die 7. Ja, kann man auch ein bisschen Anschliessend, dahinter stehen, ja. mit 6 Nominierungen, haben wir unser erstes Indie-Game. So schnell kann es gehen. Hey, ich sage es euch. Ich sage es immer wieder. Die Indie-Games retten die Industrie. Aber es ist wirklich auffällig. Jedes Jahr sind wieder neue, mehr Indie-Games nominiert. Das ist fantastisch. Ich liebe es. Es kann so weitergehen. Und zwar, wer hätte es gedacht? Mau. Stray. Sehr herzig. Stray ist tatsächlich 6-mal nominiert mit Game of the Year, Best Game Direction, Best Art Direction, Best Indie, Best Action Adventure, Best Debut Indie. Dort muss ich einfach sagen, ich finde es schön, dass Stray als Indie-Game, dass grundsätzlich ein Indie-Game als Game of the Year nominiert ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es Chancen hat, effektiv den Preis auch zu gewinnen. Weil neben so Giganten wie God of War, Ragnarök, Elden Ring oder Horizon Forbidden West bietet es dann doch noch ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach. Ich habe es ja auch gespielt, ich habe es auch durchgestreamt. Und ja, es ist wirklich ein fantastisches Game. Ich habe es gerne gespielt, es war spannend. Aber jetzt in meinen Augen, und ihr wisst, eben, ich bin Indie-Game-Liebhaberin, aber in meinen Augen hat es, glaube ich, Game of the Year im Vergleich zu den anderen Games nicht verdient. Leider. So Ja, ist ehrlich muss man natürlich halt auch dann schon sein. schwierig, oder? Ja, Als enorm. Indie-Game-Entwickler kommst du natürlich einmal an deine Grenzen, oder? Ja, Und hast nicht das gleich grosses Team wie die anderen AAA-Titel. exakt. Da ist das schwierig, aber es ist mega schön zu sehen, ja, doch immerhin mit 6 Nominierungen ein Indie-Game da vertreten als Game of the Year. Und ja, wo doch irgendwie die ganzen AAA-Giganten ein bisschen wachrüttelt und so, hey, vielleicht müssen wir mal. Ja, durchaus. Und ich meine schon allein, dass ein Indie-Game überhaupt nominiert ist als Game of the Year, ist ja eigentlich schon eine Auszeichnung. Also von Mhm. dem her, sie können wirklich stolz auf sich sein. Das muss man wirklich sagen. Das nächste Game, das mit 5 Nominierungen, auch viele Nominierungen hat, ist A Plague Tale Requiem. Und zwar Game of the Year, Best Narrative, Best Score and Music, Best Performance, Best Action Adventure. Die 5 Nominierungen. Dann habe ich noch 2 Games. Das eine ist, also die sind je 3-mal nominiert. Das ist einerseits Xenoblade Chronicles 3 als Game of the Year, Best Score and Music und Best Role Playing. Und was auch noch 3-mal nominiert ist, das ist auch wieder ein Indie-Game und das habe ich auch gespielt. Und es ist so hart, ich bin nicht weitergekommen. Es ist Tunic.
Best Indie, Best Action Adventure und Best Debut Indie. Und es ist wirklich grossartig. Also, wir haben auch schon hier im Podcast darüber geredet und ich habe es auch schon bei mir gestreamt. Das kann ich wirklich sagen, es ist sehr schwierig. Also, irgendwann bei einem Zeitpunkt bin ich nicht mehr weitergekommen. Also, es ist brutal. Wirklich. Aber Also die ist es so Story ein wäre bisschen eben spannend. Hades meets Es ist ein Souls-like. Zelda. Es ist ein Ja, Zelda-like, Souls-like. Es ist wirklich Zelda gut. like Souls-like. Ja. Mit isometrischer Perspektive. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das Und klingt schon wirklich lustig. sehr simple Grafik. Sehr simpel, sehr schlicht, aber Mhm. hure harte Kämpfe. Also das muss ich wirklich sagen, die Kämpfe sind brutal, Mann. Ja. Aber ja, Oder aber wird da. schick gekoppelt. Ja. Und eben, natürlich gibt es sehr viele mehr Games, die nominiert worden sind. Cult of the Lamb ist, by the way, auch nominiert als Best Indie. Also, eben, es hat natürlich noch diverse mehr, aber wir können natürlich unmöglich auf alle 31 Kategorien eingehen. Darum schreibt uns doch einfach mal bei uns im Discord ja, als Diskussionsidee, schreibt uns doch mal rein, was für euch Game of the Year ist vom 2022. Es würde uns noch ganz also noch ziemlich interessieren, ja, was ihr so für Geschmäcker habt, vor allem auch, was ihr so seht, was für euch persönlich Game of the Year sollte sein. Und jetzt nicht von denen, die nominiert sind, sondern das, was ihr als bestes Game empfunden habt von diesem Jahr. Ganz, ganz persönlich. Cool. Ja, wäre mir sehr, sehr dankbar und natürlich gewundert, was da alles rauskommt. Mhm. Ich bin natürlich auch erschrocken, als ich gesehen habe, dass ja, zum Beispiel Xenoblade Chronicles schon der dritte Teil raus ist. Ich habe damals so den ersten gespielt, oder? Also, es ist alles so extrem schnelllebig geworden. Ja. Ich habe immer noch Plague Tale, den ersten Teil, auf meiner Wunschliste. Man kommt fast schon nicht mehr nach und muss aber auch sagen, das Jahr ist ein Jahr gewesen von extrem guten auch AAA-Games, aber so Steffi, was ist das Definitiv, anders? definitiv. Ich Hä? muss auch sagen, also Triple-A-Titel, die dieses Jahr sind rausgekommen sind, die sind wirklich alle fantastisch gewesen. Also nicht alle, die meisten. Also sehr viele gute Titel, die sind rausgekommen. Mm, Mhm. Und eben bei den Indie-Games muss ich wirklich sagen, es wundert mich nicht mehr. Die Indie-Games heutzutage sind so genial. Eben, man denkt schon mal nur an das Ori, wo so wunderschön ist und so liebevoll. Also da muss ich halt wirklich sagen, wenn ich vergleiche, ein Ori, wo jetzt doch auch schon also der zweite Teil, wo jetzt gleich auch schon so 2 Jahre oder ja, gleich mal 2 Jahre alt ist, und ein Pokémon Purpur und Karmesin, wo neu ist, und die Pokémon Company, die Game Freaks, die haben fucking Stütz, Mann. Und es ist einfach peinlich, wie die Grafik wieder mal aussieht. Weißt du, da muss ich wirklich sagen, hey, es braucht mehr Indie-Games. Um einfach diesen Ja, Firmen, diesen Entwicklern zu zeigen, es geht im Fall. Es geht auch mit wenig Geld. Aber ja, es dazu geht auch kommen wir um später. wenig Geld. Ja, eben genau. Aber man muss schon sagen, Grafik ist wirklich nicht alles und trotzdem, wenn dann eben so Sachen raushaust. Ich meine, schau dir mal Tunic an. Tunic oder Cult of the Lamb. Das sind jetzt grafisch, technisch betrachtet jetzt auch nicht so die Meisterwerke. Überhaupt nicht. Es ist eine sehr simple Grafik. Aber Mhm. ja. Ja, manchmal macht es halt auch eine Bewertung aus, die dich dazu bringt, um ein Game zu spielen, gell, Steffi? Genau, ja. Und damit kommen wir in die Crit-Kategorie. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Ja, Critical interessant. Damage. Und was für ein Critical Damage. Offenbar, wenn es nach den Bewertungen würde gehen, würde nämlich nicht Elden Ring hier bei den Game Awards mitmachen, sondern zum Beispiel, was jetzt letztes rausgekommen ist, Sonic Frontiers. Ja, warum schauen wir das überhaupt an jetzt? Also, Elden Ring hat bei Metacritic aktuelle Bewertung ein 6,99. Das Und ist aber Sonic wenig, Frontiers dünkt es mir. Hä? ist extrem wenig, Gell? oder? Das hat doch mal Dass es viel mehr gehabt. 8 Nominierungen gehabt hat. Aber das sind einfach all die verzweifelten Leute, die es nicht fertig geschafft haben oder beim Wahrscheinlich. Laban gestorben sind die ganze Zeit, oder? Oder bei der Millennium, Losers, wer weiß. Noobs. Ich kann es nur so erklären.
Anders macht das wirklich keinen Sinn. Aber es sind natürlich auch extrem viele Unterschiede bei der Anzahl Bewertungen. Also Elden Ring hat über 413'000, Sonic Frontier sich etwas über 6'000. Mm, Ja, wie aussagekräftig ist das jetzt natürlich? Aber ja. findest du, Steffi, so Bewertungen, sprechen die wirklich für die Qualität von einem Game? Oder ist heute, wo man Bewertungen nicht, ja, eigentlich fast selten objektiv schreibt, in so Steam und Metacritic, dass man dort gar nicht mehr drauf gehen kann? Hm. Ich finde Bewertungen immer also grundsätzlich ein, bisschen ein schwieriges Thema, wo man sich enorm davon beeinflussen lässt. Das merke ich selber auch immer wieder. Also ein Mhm. Game, auch wenn ich ursprünglich darauf hergefiebert habe, wenn ich anschließend sehe, dass die Bewertung wirklich nur ausgeglichen ist, auf Steam zum Beispiel, dann kaufe ich es dann nicht, beziehungsweise ich warte, Mhm. bis es mal Aktion ist. Also jetzt ein Ori zum Beispiel, wo wirklich von Anfang an fantastische Bewertung hatte, das habe ich mir auch sofort gekauft. Ja. Aber ja, eben, es hat ähm, die Macher von Hollow Knight haben ein Game gemacht, Limelight heisst es, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Ähm, und das ist ja zerrissen worden. Also es ist ja wirklich eigentlich ein Game gewesen, das viele erwartet haben, wo viele sich darauf gefreut haben, was am Anfang auch gut hat ausgesehen, nach einem guten Game. Und eben dann ist die Bewertung effektiv nur ausgeglichen gewesen und ich habe mir es bis heute nicht gekauft. Aber hast du es ein bisschen angeschaut? Ich finde, bei Steam Mm, musst du immer auch schauen, an ja, was liegt's, oder? genau. Ich schaue manchmal. Aber ich muss auch zugeben, ich habe die Kapazität wirklich gar nicht, um jetzt noch mehr Games zu kaufen. Ich bin froh, wenn ich mal die Liste abarbeiten kann, die ich schon habe. Ja gut, Punkt an Ja. dich, das stimmt natürlich. Aber ist gleich tragisch, dass das Elden Ring eben dort bei 6,9 rumhockt, oder? Und das, also 6,9 ist ja dann auch effektiv die Wertung von der User und Aber nicht ganz von der. ehrlich, wenn schreibt man eine Bewertung? Entweder wenn man es fantastisch findet oder wenn man es nicht so gut findet oder irgendetwas auszusetzen hat. Ja, Wenn man ganz zufrieden ist, aber es ist einfach nicht das beste Jahr, also das beste Game of the Year oder überhaupt ein Lifesaver oder so empfindet, das Game, dann schreibt man ja keine Bewertung meistens. Oder? Du schreibst gebe ich wirklich, dir also auch recht, ja. eben, ich meine, ich schreibe immer nur dann Bewertungen, wenn es entweder mein Leben verändert, basically, oder wenn ich irgendetwas auszusetzen habe. Hm. Und Gibt das ist ja eigentlich nur eigentlich eins oder 10. genau, etwa so. Alles dazwischen gibt es gar nicht, ja. Genau. Und Ja, das das ist halt stimmt. vielleicht auch so ein bisschen etwas, was da ja, einen grossen Einfluss hat darauf. Und ich kann mir gut vorstellen, wir geben jetzt Sonic mal noch ein halbes Jahr und schauen dann, was es Bewertung hat. Wo, ich meine, Elden Ring hat am Anfang auch viel höhere Bewertung gehabt. Das war ja fast auf 9 oben gewesen oder so. Also Ja, ja. auch Ich das. glaube, es war sogar kurz an der Spielt Spitze gewesen. es zuerst mal ein paar Stunden, bevor das Game so hypen. Oder? Also, darum, ja, Genau. mal abwarten, bin ich der Meinung. Mal abwarten, mal Und du jetzt schauen. nicht downvoten, nur weil es schwer ist. Es soll Ja, ja das schwer kann sein. ja, das aber ganz ehrlich, das glaube ich auch ganz fest, dass das viele machen, dass sie einfach sich sagen so: „Hey, das ist viel zu schwierig, viel zu anstrengend. Das ist ja unspielbar sozusagen.“ Und dann gehen sie es Ja. schlecht bewerten, oder? Ich meine, mir würde Vielleicht jetzt mit dem nie in den Casual Sinn Mode. kommen, bei Tunic, auch wenn ich nicht weiter spielen konnte, weil es einfach so schwer ist und Mhm. ich eigentlich ganz gerne würde die Story erfahren, wie es weitergeht und was ich noch alles machen darf in diesem Game. Aber mir würde nie in den Sinn kommen, das jetzt schlecht zu reden. Weil alles in allem ist es ein grandioses Game. Mit einer tollen Story, mit geilen Game-Mechaniken. Und einem Frustlevel, wo gerade so 1% unter dem «Jetzt zerschmetter jetzt mit Controller» ist. Ist aber ganz knapp. Ja, das ist wirklich ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Okay. Ja. Und wie ist das bei Pokémon? Lebt der Controller noch, wo du gespielt hast? Also gut, ich muss zugeben, beim Pokémon, ich habe es 2 Stunden gestreamt, auf unserem Twitch-Channel von brack.ch. Mhm. Und dort sind wir natürlich jetzt nicht weltweit gekommen in der Story. So viel gebe ich zu. Aber was man halt wirklich muss sagen, und ich fange jetzt auch gerade mit den ersten Kritikpunkt an, Leute, es tut mir leid, aber die Grafik ist einfach peinlich. Also es tut mir leid.
Ich habe es auf meinem Monitor gespielt, wo ich eigentlich immer alle meine Games spiele. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, klar, in den Trailer hat es jetzt auch nicht danach ausgesehen, als ja, wäre es sehr viel anders als ja, die anderen Pokémons, Arceus oder so. Es ist ein bisschen besser als Arceus. Okay. Aber es rennt, also Kantenglättung, weißt du, schon die Kantenglättung, es ist so verschwaschen und auch die Schatten und gewisse Elemente laden einfach viel zu spät und das tut einfach den Game-Spass, vor allem den Entdeckungsspass und so die Laune ein bisschen dämpfen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, es ist endlich Open World. Endlich hat man das bekommen, was man sich schon so lange wünscht. Weißt du, ein Open World ohne Ladezeiten. Ein Ja, nahtloses Open World. Ich meine, das regt doch das Sammelfieber dermaßen an. Du willst go erkundigen, weißt du? Und dann hast du auch die schlechte absolut. Grafik. Und ganz ehrlich, ich habe am Wochenende also wieder einmal, also das heisst wieder einmal, ich habe am Wochenende Breath of the Wild, der erste Teil, wieder angefangen, von vorne. Mhm. Das Ja, ist von 2017. Das hat eine ja, bessere Grafik gebe ich dir aufs Wort. als Pokémon Karmesin und Purpur. Ja. Also, das ist Ich, doch immer traurig. Das ist 5-jährig jetzt der gleich mal. Weißt ja, vielleicht auch der Grafiker von dem Game, man weiß es nicht, oder? Es ist extrem schwierig zum herleiten, wie es zu dem gekommen ist. Oder wie ist der Vergleich mit Arceus? Sieht es besser aus als Arceus? ein bisschen Oder besser, glaube ich schon, ja. echt? Okay. Aber es ist halt das mal wirklich ein richtiges, eben ein nahtloses Open World, wo du eben keine Ladezeiten und gar nichts hast. Ja, Ja. gut, aber eben, da gibt es ja auch Vergleiche auf Switch. Also kannst du nicht sagen, es liegt an Open World, dass wir die Grafik so haben müssen abschrauben. Nein, es liegt auch nicht an der Switch. Das kann mir niemand erzählen. Weil ich meine, ich spiele ja auch, also ich habe ja auch Immortals Phoenix Rising auf der Switch gespielt und die Grafik ist Bombe. Klar hast du lange Ladezeit, aber die Grafik ist fantastisch und es ist auch Open World. Und ich rede jetzt von Mhm. der Ladezeit nur dann, wenn du die portest oder wenn du in Tartaros runtergehst, wo du halt wirklich in eine neue Welt kommst, basically. Dann Ja. hast du Ladezeiten, ja, und die sind ja, Switch-bedingt relativ lang leider. Aber sonst ist es Open World. Du kommst nahtlos, ohne Problem, überall her. Das Zeug ladet genug früh, dass es du siehst. Gegner laden genug früh, dass du sie siehst und nicht einfach blindlings reinlaufen und so, oder? Und bei Pokémon Purpur und Karmesin muss ich einfach wirklich sagen, viele Sachen sind einfach ein matschiger Pixelhaufen. Und es ist einfach schade. Es ist einfach schade. Also Und ich bin ja auch auf. Entschuldigung, ja, schon Steffi? gut. Eben, und was man halt leider wirklich auch ein bisschen muss sagen an dieser Stelle ist, dass, obwohl es Open World ist, das Ganze schon ein bisschen lieblos wirkt. Mhm. Also, das ist ja auch so einer der Punkte, den wir auch hier immer mal wieder ansprechen in unserem Podcast. Wenn es ein Open World ist, was braucht es für ein Open World? Oder? Und ein Open World muss einfach der richtige Amount, sage ich jetzt mal, also die richtige Menge an Fülle haben. Du musst Sachen können erleben in dieser Open World. Du musst können Sachen finden, du musst können Sachen sehen. Auch Sachen, die nicht unbedingt einen Sinn erfüllen, sondern man nennt es eben den Detail, also Liebe zum Detail. Man nennt es Liebe zum Detail. Und das fehlt Genau. enorm. Du bist an einem Strand, du siehst keine Muscheln, du siehst kein Viech, keine Möwen, du hast keine Flaschen, die irgendwie kaputt irgendwo gut, das sowieso nicht, aber weißt du, was ich meine? Du bist am Strand und es ist einfach alles piekfein. Du bist auf der Es Wiese und es fehlt ist einfach alles Liebe. piekfein. Es fehlt Mhm. komplett Liebe, ja, komplett. Und das ist wirklich einfach schade. Ich meine, Ja. wenn du zum Beispiel, aber ich vergleiche es jetzt mit Breath of the Wild, wo es auch Zelda, also wo es auch Nintendo ist, wo ich es jetzt gerade angespielt habe, wieder von vorne, und wo es vor Mhm. allem 5 Jahre älter ist. Und dort hast du halt einfach, überall wo du herläufst, irgendetwas zum Sammeln. Jedes Mal wirst du abgelenkt, wo, oh, da ist noch ein Käfer am Baum, den muss ich noch einsammeln. Also, oh, da Ja. sieht es noch aus nach etwas, das könnte ein Rätsel sein für einen Krog. So, oh, dort ist noch irgendetwas, was ich machen könnte. Oh, das ist noch irgendetwas, was ich ein bisschen genauer untersuchen könnte. Oh, dort hinten ist ein Mount. Weißt du, was ich meine? Und das hast du halt hier nicht. Dazu kommt, dass ich Genau. finde, Ja.
es ist halt ein Pokémon. Jedes Pokémon funktioniert basically gleich. Dann musst du doch das Tutorial nicht irgendwie über irgendwie 2 Stunden strecken. Ist das Also wirklich so? 2 Stunden Tutorial? also, plus Ei. minus, aber also, sagen wir es so, die ganze Einführung dauert schon fast 2 Stunden, ja. Also, Mhm. bis du effektiv in die Game-Welt kommst, sind 2 Stunden durch. Ich habe es nicht einmal in der Akademie geschafft, weißt du, was ich meine? Okay, ja. Ja. Das löscht ja dann natürlich gerade auch ein bisschen ab, Ja, ich finde so als wenn man eigentlich nicht mehr hin will. Pokémon-Veteran, da willst du doch können das Tutor also willst du doch das Ganze ein bisschen skippen. Das heißt so ein bisschen: Ja. «Ja, hey, ich weiss, wie es funktioniert, ich will gerne spielen, ich will gerne anfangen.» Und du willst nicht die ganze Erklärung und dies und «Hey, übrigens, im Fall, du, bevor du ein Pokémon kannst fangen, musst du es zuerst schwächen.» So: «Ja, Bro, ich weiss, ich spiele seit 20 Jahren Pokémon.» Okay, ja, dann wär's Oder? schon einfach so: «Ich bin Veteran, ich brauche kein Ja, Tutorial» das oder «Ja, das erzähl mir bräuchte es alles.» einfach noch. Ja. Und was ganz ehrlich, was ich einfach der Meinung bin, im Jahr 2022 beziehungsweise gleich mal 23 kann man langsam die Games eigentlich nicht vertonen. Hey, also sorry, sogar Indie-Games schaffen es ja mittlerweile, ihre Games zu vertonen. Was ist denn mit Mhm. diesen riesen Titeln? Die mit Stütz haben sie ja. Schauen wir mal, wie viele Pokémon-Fans es da draussen gibt. Ich weiss Ah, auch nicht. Vielleicht gibt's 'n Aufschrei und, ja, es ist immer schon so gewesen, aber sorry, sie haben ja auch Anime-Serien und, Movies und eh, alles, die sind ja auch vertont, oder? voilà. Also, please. Und ganz ehrlich, es ist schon immer so gewesen. Ich lasse nicht mehr durchgehen. Ich lasse einfach nicht mehr durchgehen. Hm, Es funktioniert für mich nicht. Ich muss auch zugeben, auch bei Breath of the Wild funktioniert das für mich nicht, dass das nicht vertont ist. Ich will eine Vertonung. ja. Kopf. Ich will eine Das Vertonung. macht's 'n bisschen lebendiger, ich gebe dir Ja. recht. Und vor allem, Ja. wenn du viel musst lesen musst, du musst wirklich viel lesen. Und das, Mhm. mit der Zeit hast du keinen Bock mehr. Ja. Und ich Ja. finde, im Jahr 2022 bzw. 2023 wäre es doch schon mal langsam angebracht, dass man die ganzen Games, vor allem eben die grossen, wo man weiss, sie haben Stütze, dass man die doch langsam mal vertont. Das darf doch echt sein. Wenn das sie Geräusche machen, die ist ja noch eins, aber wenn sie so viel reden, auch, dann dürfen sie doch reden. Also bitte, redet. Vertonen sie, gebt ihnen eine Stimme, gebt ihnen Leben. Ähm, aber ich meine, das Gesicht haben sie schon immerhin. Nein, also der Charaktereditor, muss ich sagen, der ist wirklich fantastisch. Ich habe wirklich pressiert. Ich habe Mhm. probiert, so viel wie möglich anzuschauen, aber er ist wirklich, also wirklich riesig. Du hast sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Du kannst die Charakter wirklich so gestalten, wie du möchtest. Du bist an nichts gebunden und es ist wirklich toll. Ja, das ist, Also, also der kannst du an Charaktereditor der ist super. Backe ziehen und an den Ah, nein, Ohren nein, und am Penis, ganz so volles Internet. Sims-Style ist es dann schon nicht. Nein, nein, auf keinen Ah, Fall. Nein, okay, nein. schade. Nein, nein, es ist mehr wie Amiibo, aber nein, nein. Immerhin. Ja, aber Okay. du hast dann doch relativ viele Auswahlmöglichkeiten, und auch Mischungen, weisst. Also, du kannst auch Mhm. Schnauze und lange Haare haben, ist scheissegal. Also, das ist wirklich komplett dir überlassen. Stimme kannst du nicht Okay. auswählen, wo sie ja eh nicht reden, von dem her. Ja, macht Sinn, Ja, ja. Ja. genau. Und ja, was natürlich auch noch dazu kommt, das habe ich jetzt aber gelesen, das habe ich ja, weil ich selber gar nicht so weit bekomme, aber du kannst wirklich in der Stadt zum Beispiel ganz viele Gebäude nicht einmal mehr betreten. Also normalerweise, wenn du in eine Stadt reinkommst, wenn du in einen Shop reinläufst oder so, das gehört ja so ein bisschen zum Feeling dazu von einem Open-World-Game. Dass du in die Stadt reinlaufen, also in diesen Städten, in die Häuser reinlaufen kannst, du ein bisschen schauen, was gibt es da und so. Meistens sind es zwar Mhm. nur leere Räume, aber das ist doch egal, du kannst wenigstens schauen, wie es drinnen so aussieht. Und Ja. vor allem auch bei den Shops. Und anscheinend hat es nicht mal mehr wirklich Shops. Wenn du in einen Shop reingehst, wenn du einen Shop betrittst, ploppt nur noch das Menü auf. Nein. Mhm. Ah, so schade. Also, ich meine, selbst auf dem Gameboy hast du können durch die Regale durchlaufen und so und noch ein bisschen, keine Ahnung, so Gugus-Infos erfahren oder Ja. so. Aber ja. Oder du hast wenigstens ein Gesicht, weißt du, so von einem Verkäufer oder so. Ja, I don't Ja. know. Also gut, ich meine, das sind so Fränzli-Sachen. Ich meine, wenn man über das darüber hinwegschauen kann, ist es sicher ein ganz witziges Spiel. Ich habe schon auf Twitter wirklich die einen oder anderen gesehen, die wirklich so gesagt haben, so, hey, sorry, wenn ich das muss sagen, aber ich genieße es richtig. Es macht mir richtig viel Spaß und das soll es ja auch sein, schlussendlich. Ist es ja auch wieder einmal Geschmackssache. Das muss man hier wieder sagen. Wenn man Mhm. über eine Grafik von 1995 kann darüber hinweg schauen kann, dann ist das schön. Wenn es einem Spass macht, wenn man Freude hat, die Pokémon zu sammeln, dann ist das wunderbar. Ja, das Kern-Gameplay, das geht ja eigentlich nicht Absolut, verloren, oder? absolut. Mhm. Apropos Pokémon,
Ähm, Mhm. Jetzt mit Karmesin und Purpur gibt es total 1008 Pokémon. Das heisst, das Ja. tausigste Pokémon ist enthüllt worden. Wow. Ja, Und das das ist? tausigste. Es ist, habt euch fest, auf Englisch heisst es Goldengo und auf Mhm. Deutsch heisst es Monetigo. Also Money, Money. Und Moneten, ja, Moneten. Okay, es ist die nice. Weiterentwicklung vom Gierspenst. Also das ist so das Gespenstchen in der Schatztruhe innen mit den Mhm. goldigen Münzen. Und das Goldengo bzw. das Monetigo ist, also in meinen Augen sieht es einfach wirklich aus wie ein Stapel Goldmünzen mit Beinen und Armen. Also Stimmt, ja. geht mal googlen, was dich interessiert, aber es ist basically also ein goldiger Geldstapel, mehr nicht. Also es ist weird in meinen Augen. Aber ja, wenn wir daran denken, es gibt Mülltüten, es gibt Schlüsselanhänger, es gibt Chandeliers, wie heisst es? Kronleuchter. Ja, eben, Ich wo willst du noch hin, hinterfrage, oder? ja, ich hinterfrage die Designs von den Pokémon nicht mehr. Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Und ja, wie kann man es weiterentwickeln? Indem man 1000 Gierspens-Münzen sammelt. Macht Sinn, oder? Das 1000. Pokémon, 1000 Münzen. Ei. Wenigstens macht das Sinn. Das ist schön. Wenigstens macht das Sinn, genau. Ja, es ist, ja. Es ist extrem schnell gegangen. Also, ich weiß grad ich habe, glaube ich, sicher etwa 800 Pokémon verpasst, gefühlt. Ich glaube Ah, mindestens. Also ich bin immer noch bei Gen 1 bleiben hängen. ja, Dito. Ahahaha, Dito. Ah. Wobei, ich muss sagen, eben, wo ich es ja gestreamt habe am Freitag, wo ich mich wirklich Mhm. musste entscheiden. Ich habe im Vorfeld schon so ein bisschen geschaut, welches Starter-Pokémon soll ich wählen. Du Wichtig. hast die Wahl gehabt, natürlich wieder zwischen Feuer, Pflanze und Wasser, so wie immer. Mhm. Und da bin ich wirklich vor diesen Tierli, also noch nicht in-game, erst vor den Bildchen gehockt und habe mir so überlegt, so, welches Starter soll ich nehmen? Ich meine, ich habe selber eine Katze daheim. Das Katzen-Pokémon, Pflanzen-Pokémon hat effektiv ganz gut zu mir gepasst. Die Ente hat aber einfach Mhm. Style, Mann. Die hat einfach so Stil, sie ist so lustig und sie fühlt sich so schön. Es ist voll wirklich genial gemacht. Und dann hast du den Klops, den Mini Feuerkroko-Klops. Kroki da. Genau. Mhm. Und dann wirklich, als ich in-game war und dann so ein bisschen mitbekommen habe, wie sich die verhalten, ist mir sehr, sehr einfach gefallen. Also der Krokelklops, der Krokel, der ist einfach so hure cute. Also das habe ich wirklich sagen, ich habe mich schockverliebt in den. Je, Er ist einfach okay. so herzig, wie er mit seinem treu doofen Gesicht einem anschaut und einfach so verwirrt ist und eigentlich Ja. gerne etwas möchte fressen, aber es dann aus Versehen anzündet. Es ist so geil. Es ist wirklich es ist fantastisch. Ja, und dann habe ich mich Je, also natürlich hast für du den dich einfach lieb. entschieden. Ja, ich habe mich für den Mhm. entschieden und sie würde es auch wieder machen, muss ich wirklich sagen. Okay. Also, du hast dich gar nicht, an den Endevolutionen Nein, orientiert, sondern wirklich am ja. Starter-Pokémon Weil selber? ich bin so ein bisschen ein intuitiver Mensch. Ich habe so ein bisschen ja, für mich muss etwas einfach auch stimmen und wenn ich mich in so einen Charakter so Schock verliebe, dann ist klar, dass ich den nehme, ja. Also, der ist nicht mal der ist mir nicht gleich, was die Endevolution ist oder welches das Stärkste ist oder welches das, also, strategisch betrachtet am besten würde funktionieren. Das ist mir wurscht. Mir gefällt es am besten, es fühlt sich gut an, also mache ich das. Okay, ja. Ja, für mich ist, schon auch der Style sehr ausschlaggebend, aber aus dem Grund muss ich mir die Evolutionen manchmal auch ein bisschen anschauen, aber da Mhm, kommt es auch noch darauf an, wie ist es animiert, oder? Und, genau. ja, es ist immer sehr schwierig, da sich für ein Starter-Pokémon zu entscheiden. Total. Darum eben, Ah, als ich zuerst vor dran bin gestanden, habe ich gedacht: «So, «Wie soll ich mich da entscheiden? Sie sind ja alle hurenherzig, Mann.» Und dann mhm. mit ihrer Elvis Presley Locke, oh, fantastisches Design, wirklich so Es sieht toll. mega cool aus, Ja, ja. aber schlussendlich hat mich das Krokkel dann doch am meisten überzeugt. Und was ich auch schön finde, und das hat es wirklich gut gemacht, das Pokémon, also das Game Freak haben sie wirklich gut gemacht, Texturen. Texturen von den Kleidern zum Beispiel und von den Pokémon sind wirklich schön. Also beim Kroko sieht man effektiv, also beim Krokel, es ist halt das Krokodil, aber beim Krokel sieht man effektiv die Schuppen. Ja, das haben sie schön Oh, gemacht. okay. Mhm. Wow. Mhm. Ja. Etwas Doch ein bisschen Positives. Liebe. Einfach schon An Ent grundsätzlich mit ein bisschen mehr Liebe, genau. Nein. okay. Aber ja,
So viel zu Pokémon Purpur und Karmesin. Aber wie gesagt, schlussendlich ist jedes Game Geschmackssache. Ob man sich von etwas abschrecken oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde es auch schade, dass Game Freak sich dort ja, nicht weiterentwickeln will. Sagen wir es mal so. Wo sie mir echt das Geld hätten, sie durchaus die Möglichkeiten hätten sie auch. Und es würde langsam wirklich Zeit werden, das ganze Design ein bisschen zu revolutionieren. Ja, gut, jetzt haben sie einen Standard gesetzt mit Open World. Das heißt, das nächste Mal, beim nächsten Titel, können sie dann noch an der Grafik feilen. Und dann ist es dann vielleicht gut. Nächstes Für Game, alle. Real Life. Real Life. Nein, VR haben wir schon lange. Real-Life-Grafik. Nein, Ah, Real-Life-Grafik, ich meine. ja, ja, mal gucken. Braucht es noch eine neue Switch? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Die ist jetzt auch schon Hm, 5-jährig, gell? Also von dem her. Die Jahre ziehen ins Land. Geht viel zu schnell, ist Horror. Aber Mhm. ja, so viel zu Crit. Kommen wir noch zu Loot. Und der Siri erzählt uns jetzt, wie er sein Stream Deck nicht zum Streamen benutzt, sondern für D&D. Ja, also für die, wo D&D schon länger spielen, ich glaube, die kennen das auch schon. Also ich kann jetzt das nicht irgendwie revolutionieren. Spotify offen für die, die privat spielen, das ist ja dann okay. Und dann, keine Ahnung, passiert ein Kampf und dann so, ja, warte, ich suche eine Playlist, gleichzeitig müsstest du aber noch würfeln für die Initiative, welches Monster oder welcher Spieler darf zuerst und so weiter. Und es passiert vieles auf einmal. Da hast du nicht nur Zeit, zum Playlist zu suchen. Oder du willst die Musik eigentlich noch mit dem Züngeln von einem Feuer, weil sie gerade am Campen sind, irgendwo in der Wildnis hinterlegen oder ein Blitz und ein Donnern simulieren. Und genau das habe ich gemacht mit dem Stream Deck. Also ich habe die ganzen Playlists, die ich schon länger zusammengestellt habe, und auch spezifische Lieder für gewisse Situationen jetzt auf Buttons verlinkt und auch ein paar Soundeffekte, weil Elgato hat ja eine eigene Soundbibliothek, die man kann abgreifen kann. Mega cool übrigens, sehr, Mhm. sehr viele Sachen da drin. Und die kannst du natürlich dann auch zusammenschustern und loopen oder in Abfolge abspielen. Und ich bin mega glücklich jetzt. Also ich freue mich eigentlich auf die nächste D&D-Session, wenn ich da kann, nur noch aufs Knöpfchen drücken und bin ready und es schifft und donnert und keine Ahnung, irgendwo weit entfernt sind noch ein paar Eulen zu hören oder so. I don't know. Es wird mega cool. Und Und du hast ja, dir das jetzt eben neu gekauft. Das XL hast du erzählt, oder? das XL, ja, genau. Wie Also, viele wenn ich jetzt Buttons so hat durch. das? Das hat 32 Buttons. 32. Und dann kannst du ja gleich auch noch Ordner anlegen, du kannst Seiten blättern. Okay, wow, crazy, das ist gigantisch. Also nur so Es zum ist riesig, Vergleich, ja. das Mini hat 6 Buttons und das Normale hat, was gibt's denn, selber überlegen, 15 Buttons. Und eben, du kannst Ordner anlegen, in die du noch rein kannst und du kannst auch durch die Seiten durchblättern und ja, fast, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten du schlussendlich kannst haben, aber mehrere auf jeden Fall. Also du kannst es sehr ausweiten und Ja. also da musst du aber noch die Übersicht behalten, hey, crazy. Ja, sicher, vielleicht gibt es mal noch ein zweites oder irgendwann ist der Traum Zwei. natürlich, mit dem Stream Deck auch noch können, die ganzen Lichter und einmal mal eine Nebelmaschine noch anzusteuern. Aber ja, das ist doch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das wäre natürlich cool, ja. Wenn es Nacht wird und du kannst das Licht dimmen und keine Ahnung, dann noch die Nebelmaschinen anwerfen. Also musst du dir vorstellen, du hockst dann dort voll Ja, drin. und Das wäre sehr irgendwann geil. wollen wir halt da einfach mal eine D&D-Session hier auf prag.ch, Cyril. So eine Und Einer-Session. zwar, ja, so eine One-Shot, 4 One-Shot, Stunden, das ja. schaffst du mit ein Ich paar weiß nicht, meistens Mitarbeitern. hängt das nicht von mir ab, sondern Sch- von den sch- Spielern, ob Ja, es ich bei 4 weiss. Stunden Wir haben ja bleibt. schon mal, wir haben ja schon mal uns an einen One-Shot gewagt. Und schlussendlich sind wir Mhm. 4 Tage dran gehockt. Siehste, ja. Eigentlich hätte er so, ich glaube wirklich effektiv so 4, 5 Stunden Mhm. dauern. Ja. Schlussendlich hat er irgendwie 20 gedauert, wo wir jeden Scheiß gemacht haben. Ja, One-Shots sollst du die einfach so schnell übertun Ja. als Spielleiter, weil du zu viel Detail drin hast. Es muss Mhm. wirklich, keine Aber Ahnung. es muss ja auch stimmen, es muss ja Atmosphären erschaffen. Ja,
Also du musst wirklich in kürzester Zeit Atmosphäre deliveren und dann auch noch die ganzen Spieler packen. Aber ich wäre auf alle Fälle dabei, wenn wir das mal wieder das Projekt starten. Am liebsten mit Beleuchtung und Nebelmaschine Eben, natürlich noch. natürlich mit all dem inklusive, Siri. Nur Ja, so und perfekt. nicht anders. Da hast du mich, da bin ich dabei. Gut, Absolut. Deal. Mhm. Ja, Bei dir wunderbar. gibt es keine Laut, Steffi. Hey, nein, im Fall. Ich muss wirklich sagen, ich habe mal wieder nur die alten Games wieder ausgepackt. Okay, Ja, immerhin. ja. Da werden die mal abgehackt. Genau, gut, wobei eben jetzt, als ich Zelda Breath of the Wild neu gestartet habe, kann ich nicht mal sagen, dass ich meine Pile of Shame abarbeite. Aber ich muss wirklich zugeben, so ein Game fehlt mir schon. So ein Couch-Game auf der Switch. Ähm, ja, also ein bisschen Action, Adventure, ein bisschen erkunden. Nicht aber auch zu lang, aber schon doch ein paar Quests. Also eigentlich hätte ich gerne ein Immortals Phoenix ähm, ähnliches Spiel, nochmal. Ja. Ah, Beziehungsweise, ja, wird schwierig, ja. ja, beziehungsweise eigentlich wollte ich ja Breath of the Wild nochmal anfangen, beziehungsweise nochmal spielen. Aus dem Grund, wo ja im Frühling dann der zweite Teil rauskommt, Tears of the Kingdom. Und da wollte ich natürlich schon up to date sein. Ja, was ist jetzt genau passiert im ersten Teil? Ja, Mhm. das passiert schnell, wenn das Game Aber nur mal irgendwie ein halbes Jahr nicht angelangt hast und dann, ja, ja, und vor wird allem, es ich schon muss nicht halt schlimm. wirklich auch zugeben, beim ersten Run, den ich gemacht habe, habe ich sehr viel Zeugs einfach nicht gemacht. Mhm. Ich hatte das dann gestreamt gehabt und ich bin dann sehr neu im Streaming-Business gsi und sehr neu auch im Konsolen-Business tatsächlich. Also ich hatte zwar immer, also Dings N64 hatte ich gehabt, die Gamecube habe ich übersprungen, aber dann die Wii hatte ich gehabt, die Wii U hatte ich gehabt, die Switch hatte ich. Aber ich habe nie viel Konsolen gespielt. Ich habe wirklich basically nur Zelda und Fire Emblem drauf gespielt. Aber von der Muscle Memory her, von der Mechanik her, ist es mir immer sehr schwer gefallen, auf dem Gamepad zu spielen. Und ich habe auch das Open World abgesehen. Also ich bin ein reines WoW-Kind gewesen. Das muss ich an dieser Stelle wirklich auch nochmal sagen. Ich habe fast nichts anderes als WoW gespielt. Ich war auch in einer Raid-Gilde. Ich hatte gar keine Zeit noch für noch mehr Ja, anderes. ja, ja, ja. Ja, und aber das ist natürlich Computer, Maus, Tastatur, gell? Das ist schon nochmal ganz anders. Und Ja, ja. da muss ich wirklich sagen, habe ich bei Breath of the Wild das eine oder andere wirklich einfach komplett übersehen oder nicht gemacht. Und ich habe auch nicht geschnallt, dass ich gewisse Sachen hätte müssen oder können machen. Sondern ich bin Mhm. wirklich einfach dieser Quest entlang. Ähm, also plus minus, habe die 4 Titanen gemacht. Und dann hat es geheißen, so, ja, hey, jetzt gehe ich ins Schloss. Und ich als Steffi natürlich gefunden, so, okay, sie sagen mir, ich soll ins Schloss. Dann gehe ich in dem Fall ins Schloss. Und habe natürlich erwartet, dass sie mir dann dort sagen, so, ja, hey, du kannst jetzt noch nichts machen. Drei wieder um, mach zuerst noch das und das und das und das. Komme zu dem Schloss. Der Kampf mit dem Ganon fährt an. Der Kampf mit dem Ganon ist beendet. Game over. Also Game vorbei. Und ich Ja. hocke so da, ich habe noch mein Masterschwert nicht einmal, ich habe noch nicht mal alle Türme erweckt, ich habe noch, also wirklich viele, viele Sachen nicht gemacht. Ich habe nicht mal mein Haus Mhm. gehabt. Du kannst ja in Breath of the Wild kannst du dir das Haus kaufen und Oh je. möblieren und alles. Und nicht einmal das hatte ich gehabt. Also basically nichts gehabt. Ich war etwa einmal in HTNO, das Forschungsinstitut, wo du auch so antike Pfeile und so antike Waffen kannst dir dann machen. Ich habe nicht also die ganzen Wächter, also ich habe nicht mal gewusst, wie ich die Wächter besiegen kann. Also ich habe das nie gemacht. Ich bin einfach an den Wächter vorbeigesäckelt und bin ausgewichen. Wow. Vielleicht wäre Speedrunning etwas für dich, Steffi. Nein, auf keinen Fall. Da bin ich wirklich sehr viel zu schlecht für Speedrun. Wobei ich muss sagen, also man merkt es extrem. Ich habe aber mit Ori 2 habe ich viel weniger Mühe. Also es ist nach wie vor schwierig, das gebe ich zu, aber ich habe viel weniger Mühe, als als ich jetzt Ori Ace gespielt habe. Das war eines der ersten Games, die ich gestreamt habe. Mhm. Und also Jump'n'Runs, das lernt man mit der Zeit wirklich. Also es ist eine reine Übungssache. Es ist wirklich eine reine Übungssache. Je mehr man es spielt, desto besser ist man grundsätzlich in so Games. Das ist halt so. Ja, grundsätzlich in Filmen, ja. Ja, Je ja, es länger ist so. Es und ist so. disziplinierter das es Logisch, machst. ja. Aber es ist wirklich, also Mhm. man merkt es extrem. Aber noch vor 5 Jahren bin ich nicht halb so gut gewesen am Controller wie jetzt. Ja. Und darum Aber habe wenn ich jetzt Breath im of the Wild auch wieder WoW von vorne anfangen.
aber wenn es im WoW Jump'n'Runs gegeben hätte, wie jetzt zum Beispiel in einem Guild Wars 2, wär's dann besser gewesen? Ich glaube es auch nicht, weil es ist gleich Controller und nicht Tastatur und Maus. Okay, Also, also es ist wirklich nicht nur ganz das Gleiche. Es ist halt eben wirklich Peripherie, die die Hinderung ja, es ist darstellt. wirklich anders, ja. Mhm. Ja. So Okay, viel dazu. Ja so viel gut. dazu. Wie gesagt, schreibt uns doch bitte in Discord, was für euch das Game of the Year ist und was haben wir noch gehabt? Noch bis zwei, jetzt habe ich noch fragen. Ah ja genau, welches Starter-Pokémon hättet ihr gewählt? Das würde mich auch noch interessieren. Und dann würde ich sagen, dann wäre es das gewesen für heute mit unserem Podcast. Merci vielmals fürs Zuschauen. Und dann sehen wir, beziehungsweise hören wir uns in einer Woche wieder. Und dann ist vielleicht der Nico sogar auch wieder up to date, hat er gesagt, wieder auf der Beine und sieht wieder zu seinen armen Äuglein aus. Drücken wir Daumen auf jeden Fall für dich, Yes. Nico. Gute Besserung, Nico. Bis zum nächsten Gute Mal. Besserung. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss zusammen. So wunderbar. Dann wäre unser Podcast an dieser Stelle auch fertig aufgenommen. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, wir haben recht überzogen. Ist aber nicht so tragisch. Jetzt müssen noch die Leute ein bisschen länger zuhören. Hm? Ja, nicht so schlimm. Na gut, der Stream ist ja eh bis um halb geplant. Meistens haben wir eh ein bisschen länger. Aber ja, jetzt müssen wir natürlich noch schauen, was habt ihr so ein bisschen geschrieben. Heute war allgemein ein bisschen ein chilligerer Mood gewesen. Das ist auch mal ganz schön. Ähm, also hier, das Fenty war zum Beispiel noch am Lurk, «Hoi Fenty». Die Amo Heloni hat noch geschrieben, seit wann ist der Cyril bei der Gaming News? Tja, zwischendurch, wenn ich muss einspringen muss. Sonst Genau, aber eigentlich nicht. Haben wir genau. natürlich Nein, es ist ja. tatsächlich so, der Nico ist leider krank, er fällt aus und wir haben das eigentlich immer so, dass wenn der Nico krank ist oder ich, dass wir natürlich jemanden haben, der da freundlicherweise einspringt. Oder wenn wir in den Ferien sind, wir möchten halt einfach schon so jede Woche eigentlich den Podcast rausbringen. Und dann schauen wir, dass wir natürlich Ersatz können organisieren können. Und der Cyril ist eigentlich meistens der Ersatz für Nico. Und der Sean ist meistens der Ersatz für mich. Hat auch schon andersrum gewesen, aber es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wer hat gerade Zeit und wer ist gerade um. Und ja, wer hat Kapazitäten, genau. Und Irgendwie geht es immer auf, ja. genau, und der Cyril ist ja eh auch bei uns ein bisschen im Stream, also bei uns im Stream-Team. Er streamt ja auch am Dienstag Klemmbausteine zusammenbauen. Und von dem her ist, ja, er ist sich zu Quatschen gewandt. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man einen Podcast aufnehmen will. Man muss ein bisschen Genau, reden. das geht gut, ja. Auch Yes. an einem Montag, wenn ich meine 2 Kaffee gehabt habe, läuft das eigentlich gut. Kein Problem, du kannst Mhm. das, Cyril. Sonst kannst du immer kompensieren, Steffi. Natürlich. Du hast ja Reden ist Jahre basically an mit Job. Erfahrung. Genau. Ja. Genau. Äh, Van Helsing sagt noch Dankeschön fürs Geschenk, aber sehr, sehr gern. Der Googly hat gemeint, für ihn sei das überhaupt nicht schwer. God of War Ragnarök sei Game of the Year. Elden Ring ist für den Bud Spencer das Game of the Year. Für den Martin ist es Horizon. Also auch da, also hey, die Geschmäcker gehen einfach auseinander. Das ist einfach schon, aber das ist doch schön und genau darum gibt es ja auch so viele verschiedene Games. Wäre ja traurig, wenn es anders wäre. Hier hat noch jemand geschrieben, Nummer 2 wäre Bayonetta 3. Bayonetta 3 ist tatsächlich auch nominiert, ich glaube bei Best Fighting Game, wenn ich es recht im Kopf habe. Zusammen mit Sifu, Multiversus und Ninja Turtles. ja, Ninja Turtles ist wirklich cool. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sehr, sehr, sehr witzig. Ja. Cool. Beat'em up. Old school. Love it. Ori ist so schön. Ja, es ist halt wirklich wunderschön. Ein wunderschöner Soundtrack. Ja, hey, der ist traumhaft. Aber weißt du, also nicht nur, dass es schön aussieht und einen schönen Soundtrack hat, sondern hast du es so gespielt, Cyril? Das erste einfach, ja. Hey, also das erste ist ja schon sehr emotional. Also ich bin immer wieder überrascht, wie das ein Game schafft, so viel Emotionen überzubringen. Und ich bin ja, also no joke, ich bin ja, ich gebe es zu, auch eher nahe am Wasser bauen, aber ich habe gekühlt wie ein Schlosshund bei Ori Ace. Und dann kommt der zweite Teil und ich habe schon wieder Tränen in den Augen nach 2 Minuten. Im Fall, es ist
Oh, Also, es darf ist ich das aber wirklich nicht fragen? krass. Okay. Also die Emotionen sind am Überkochen. Also wirklich, die brennen bei Ori 2. Es ist wirklich heftig, ja. Ich habe tatsächlich Mhm. auch den einen oder anderen im Stream gehabt, der gesagt hat: «Hey, sorry Steffi, aber das ist mir zu emotional, ich kann nicht, ich muss gehen.» Das ist wirklich, ja, nicht mal, wenn man es spielt, sondern nur, wenn man zuschaut. Das ist wirklich, es kann einen recht übermannen. Das ist echt heftig. Ramon lässt Ja. noch grüßen, Sally schön bestehen. Amaleone hat ihre Hausaufgaben, also seine Hausaufgaben gemacht. Die Pokémon sind auch mega klein. Hey, ich Echt? musste lachen. Das Starter-Pokémon, das ich gewählt habe, das Krockel. Aha. Das gumpt dir ja, also wenn du dich entscheidest für ein Starter-Pokémon, gumpst dir ja so auf den Ellbogen und auf die Schultern und so und chillt dort. Mhm. Es ist ja auch nur 40 Zentimeter groß, also ja nicht so also klein, also nicht so groß. Ein Teil wiegt Ja. 10 Kilo. What? 10 Kilo, 40 Ja, Zentimeter. ja. Und vor allem wie so, also Schwerer wie, Knochenbau. ja, und vor allem, ich meine, so chillig schnell auf dem Arm, auf der Schulter, auf dem Ellbogen rumhüpfen, I don't think so. I think not. Maybe not. Ja, Eher aber so nicht. genau nimmt es jetzt auch nicht so. Mhm. Äh, Ja. Ja, und die Amaloni, ich weiß nicht, ob es, ja, ist ja gleich. Amaloni hat auf jeden Fall auch noch kritisiert, dass sie halt einfach irgendwie wirklich jedes Jahr einfach ein neues Pokémon müssen rausbringen. Ich glaube, es tut mir effektiv mal gut, wenn sie vielleicht ein Jahr lang Pause machen und sich dafür ein bisschen mehr würden, ja, ein bisschen mehr Liebe in das Spiel würden bringen. Es ist basically, also es tut mir leid, der Vergleich, es tut mir echt leid, aber es ist ein bisschen wie FIFA. mhm. Es ist einfach wirklich, Hauptsache man bringt jedes Jahr ein neues raus. Ja. Aber auf die Wünsche, also gross auf die Wünsche gehen oder effektiv mal etwas Innovatives machen, nö. Nein, nö. Und eben, Meloni schreibt auch noch sogar, Mario und Rabbids hat Vertonung. Also please. Ja. Please, dudes. Ja. So, Massimo ist auch noch schauen, wunderbar. Ich hoffe, du hast einen guten Tag, Massimo. Ja, an dieser Stelle habe ich eigentlich gar nicht mehr gross zu erzählen. Von mir aus wäre es das für heute. Ich denke es. Machen wir den Hm? Sack zu, weil, Machen wir den ja, die Sack zu. Sonne hat sich schon lange verabschiedet. Die hat, Ah, gut eh keinen Chef. Bock jetzt diesen Monat. Hm. Ist schon richtig deprimierend. Ja, total. Ja. Aber ja, Und es dann ist, wie noch es ein ist. bisschen gut die Nominationen anschauen, mache ich jetzt definitiv. Ja, es Was ist wir noch da alles interessant, was abstimmen. da alles, Mhm. was es vor allem auch für Kategorien gibt. Es gibt ja wirklich jenste Kategorien, gell? Ja, Ja. Ja, E-Sports finde ich vor allem sehr interessant, dass du sogar den besten Coach kannst wählen. Ich hey, kenne Wahnsinn. keinen. Bester Coach, bester Spieler, bestes Team, bestes Event, alles, bester E-Sport-Titel. Jenstes kannst du wählen, jenstes. Aber Richtig crazy. ja. Ja, also, dann würde ich sagen, Alrighty. ich wünsche euch, oder wir wünschen euch noch einen wunderbaren restlichen Montagnachmittag. Denkt dran, morgen am 11 Uhr, also am Dienstag am 11 Uhr, wie jede Woche, geht es weiter mit dem Cyril. Genau, er baut, was bist du eigentlich jetzt dran? Die Erdkugel, der Globus. Genau, Ja, genau, ja. der Wir Globus gehen bist du am ein bisschen auf Zusammenbauen. Weltreise, ja. Yes, Mhm. sehr cool, bin ich auch gespannt. Ich sehe ihn hier schon stehen, also einmal fang mal da die Halterung, Ja, die der steht schon mal Arc hier, oder genau. was auch immer das ist, ja. Genau. Am Mittwoch streamt der Troy. Ja, mal schauen, was er streamt. Das ist, ich habe keine Ahnung. Entweder spielt er wieder Jurassic World Evolution 2 oder vielleicht mal etwas anderes. Vielleicht Monkey Island oder so. Return to Monkey Ja, Island wäre schön. doch auch ganz geil. Satisfactory ist ja schon fertig. Hm? Satisfactory ist ja schon Nein, fertig. nein, das ist ja ein Neverending Game. Das ist nicht einfach so fertig. Aber ich glaube, das wollte er nicht mehr so spielen, wo er, glaube ich, ein bisschen kritisiert worden ist. Ich weiß es nicht. Ui. Ja. Auf jeden Fall Okay, sehr hat er gut. sehr Freude an seinen Dinos. Also kann es sehr gut sein, dass er einfach wird weiterspielen. Er hat immerhin jetzt einen T-Rex. Das war einer seiner grossen Wünsche. Gewesen. Ah, Er hat immer okay. von einem T-Rex geträumt. Ja. Ja, und Bescheiden, ja. Bescheiden. ja. Und, übrigens, Return to Monkey Island ist auch nominiert. Für Interesting. irgendwie Accessibility, glaube ich. Innovation in Accessibility. Ja. Okay. Also Ähm, einfach, weil es alle Leute können spielen, oder was ja. ist Mhm. Accessibility? Okay.
Yes, am Donnerstag ist Stream frei und am Freitag am 1 bin ich dann wieder für euch da und bei mir gibt es wieder Immortals Phoenix Rising. Yes, ich freue mich schon drauf. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir die Aphrodite gerettet und jetzt geht es auf zum nächsten Gott oder Göttin. Je nachdem, wo wir Wow. hergehen. Je nachdem, wo wir hergehen. Cool. Zuerst ein bisschen griechische Mythologie und dann noch ein bisschen, vielleicht das nächste Mal noch nordische, Steffi? Wieso meinst du mit Aska? Oder, Aska ist ja noch nicht ja, aus. aber mit dem God of War. Ich Oder habe hast du kein das auch schon? PS. Eieieiei. Yep. Okay. Die lässt natürlich für die geschätzten Kunden von brach.ch, oder? Selbstverständlich, wenn wir das unsere Kunden nicht zu kurz kommen und dass Ja, zuerst mal gut. unsere Kunden einen PS bekommen. Mhm, Ja, mhm. bevor wir uns eh nicht suchen tun. So eine gute bist du. Natürlich. Also, hey Leute, merci vielmals fürs Zuschauen, merci vielmals fürs dabei sein. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag. Wir sehen uns morgen, beziehungsweise der Cyril und ihr seht euch morgen. Genau. Ich freue mich. Ciao zusammen, macht's Also, tschüss gut. miteinander.